Plitsch-platsch. Der Robby freut sich schon. Ja. Heute in der Nacht. Freue mich schon lang. Das ist die zweite Adventsgeschichte mit dem Lulu und mit dem Robby. Und heute geht es um Robbys Künste. Es ist eine klare, ruhige Nacht und der Mond spiegelt sich in der sanft fließenden Aare. Im Haus ist alles still, bis der Robby plötzlich die Augen auftut. «Lulu, wach auf!» ruft er durch die ganze Wohnung. «Ich habe mich schon lange gefreut. Ich will nämlich schwimmen. Heute Nacht. Ja, genau, heute Nacht.» Er ist ganz aufgeregt. Der Lulu treibt sich die Augen und sagt: «Miau, Robby, pass doch auf, die Kinder schlafen. Die wachen noch auf, wenn du so laut bist. Miau.» Aber der Robby ist schon aufgerobbt. «Komm mit, Lulu. Vielleicht funkelt das Wasser wieder so schön wie letzte Nacht. Hat nämlich letzte Nacht auch schon Gumpitare machen. Aber es hat ja dann nicht mehr gelangt.» Der Lulu seufzt. Er kann am Robby keinen Wunsch abschlagen. Und so schleichen sie zusammen zu der Katzentür. «Katzentür?» fragt der Robby grinsend. Der Lulu nickt. Er muss lachen. Jetzt ist der Robby so schnell wie nie vorher durch die Katzentür durchgerutscht. Er freut sich wahrscheinlich schon sehr, sehr fest auf das Boden. Der Lulu lässt sich mehr Zeit dabei. Er kann sich am Wasser gar nicht erfreuen. Das hat er nicht gern. Aber er schaut dem Robby gern zu, wie der flink durch das Wasser flitzt. Der ist nämlich ein Meister in dem. Und schneller als jeder geschmeidigste Fisch. Und wie der tauchen kann, ja, das ist für einen Lulu ein ewiges Rätsel. Ja, aber zuerst müssen sie jetzt mal die Katzenstege schaffen. He? «Ich helfe dir. Komm, Robby», sagt der Lulu und streckt seine kräftigen Pfoten aus, um dem Robby zu helfen. Aber der rutscht plötzlich, geschickt wie noch nie, von einer schiefen Leitersprosse zur anderen runter. Das hat der Lulu ja noch nie gesehen. Also, und kumpelt gerade hinterher. Er macht gerade einen Satz vom Balkon oben runter direkt. «Und jetzt zur Brücke», ruft der Robby. Und seine kleinen Flösseli klappern auf dem Weg. Aber die Strasse, die sie überqueren müssen, ist in der Nacht ruhig. Und gleich bleibt der Lulu ganz wachsam und vorsichtig. «Wart! Miau, Robby, ich schaue zuerst, ob alles gut ist, ob nichts kommt, kein Auto.» Und mit schnellen, leislichen Schritten huscht der Lulu über die Strasse und gibt dem Robby ein Zeichen, dass die Luft rein ist. «Miau, jetzt kannst du kommen!» ruft er. Und der Robby watschelt mit seinem watschligen, roppenden Gang hinterher. «Schau mal, wie die Aare glitzern!» ruft der Robby begeistert, als sie endlich zu der Brücke kommen. Er lehnt sich gewundrig über das Geländer und schaut die Lichter, die sich im Wasser spiegeln. «Ah, so schön!» Aber als er zum Lulu schaut, merkt er, dass sich der ja gar nicht freut, ins Wasser zu gehen. Oh. Und der Lulu fragt: «Miau, was ist jetzt?» «Ich meine, dass wir ein Boot bauen sollten.
dass du dich auch freuen kannst, aufs Wasser zu gehen. Der Lulu schaut schon ein bisschen überrascht. Miau, Robby, ich freue mich, dir einfach zuzuschauen, wie du schwimmst. Das macht nichts, dass ich da nicht untertauchen kann, so wie du. Ja, ich bleibe lieber da, am Land, klettere ein bisschen um und schaue dir zu. Miau. Dann halt. Aber überleg dir's gut. Ich würde mich so freuen, wenn wir einmal zusammen ins Wasser stechen könnten. Du bist schliesslich mein bester Freund, sagt der Robby. Und jetzt macht er das, was er am allerliebsten macht. Und der Lulu freut sich. Miau, ja gut, ich überlege es mir. Und jetzt mach, spring endlich rein. Das ist nämlich das, was er am allerliebsten hat. Er gumpet von der Brücke runter. Ich warte noch gerade auf den besten Moment, sagt der Robby. Und springt dann auf 1, 2, 3, hopp, hopp, hü, mit einem eleganten Robby-Sprung ins Wasser. Platsch macht's und spritzt auf alle Seiten. Der Lulu schaut ihm bewundernd zu und staunet über Robbys Tauchkünste. Das ist so ein toller Schwimmer, der Robby. Mit kräftigen Flossenschlägen durchsucht er das ganze Wasser und taucht schliesslich mit einem grossen, glatten Ast wieder auf. «Hier, Lulu!» ruft er und schiesst den Ast mit Schwung ans Ufer. Der Lulu fährt den geschickt auf und zieht nach zu Ufer. «Miau, was soll jetzt da damit? Miau!» «Das ist, denke ich, der perfekte Ast für ein Floss zu bauen, Lulu», sagt der Robby. Er hat es noch nicht aufgegeben, Lulu einzureden oder ihn zu überreden, dass er doch auch aufs Wasser kommen soll. «Miau! Nein, Robby!» lacht der Lulu zufrieden und schiesst den Ast wieder zurück ins Wasser. «Miau, zeig mir lieber noch ein paar schöne Kunststücke. Miau!» ruft der Lulu. Und der Robby kommt fast ein bisschen rote Backen über vor lauter Stolz. Und jetzt legt er so richtig los. Er macht Sprünge in die Luft und lässt sich lässig zurück ins Wasser platschen. Er taucht an den Aarengrund runter und holt einen Stein, den er beim Aufspringen mit seiner Schwanzflosse in die Luft schiesst und wieder auffährt. Aber am liebsten hat er sich am Brückenpfeiler fest, so dass das Wasser um ihn herumspült, ihn kutzelt und massiert von oben bis unten, bis zu seiner Schwanzflosse. Am Lulu ist es auch nicht langweilig. Der klettert auf den höchsten Baum, klettert ein bisschen hin und her und balanciert von Ast zu Ast und versteckt sich schliesslich in den Ästen, wenn der Robby aus dem Wasser kriecht, weil der darf ihn jetzt natürlich suchen, bis die halbe Nacht um ist. Und so verbringen sie die Nacht. Jeder mit dem, was er am allerliebsten macht. Und bevor sie zufrieden zurückgehen, legt sich der Robby noch einmal auf das Geländer der Brücke und schaut die glitzerige Aare an. Vielleicht finde ich da unten doch noch einen Schatz, fragt er. «Miau, das nächste Mal», sagt der Lulu lachend. «Jetzt aber gehen wir zurück, bevor die Kinder wach werden. Miau!» Und auf dem Rückweg hilft der Lulu am Robby über die Strasse und zusammen klettern sie über die Katzenleiter zurück ins Haus. «Ah, das war eine schöne Schwimmnacht. Und ich bin so schön super», sagt der Robby glücklich, als sie sich wieder auf ihre Plätze gelegt. Und der Lulu muss sich noch ein paar Tannennadeln aus den Krauen rausgrübeln, bevor er ins Bett gehen kann. «Miau, und jetzt schnell ins Bett», sagt der Lulu lachend. «Morgen gibt es sicher wieder etwas Lustiges zu spielen am Land.» Und die beiden kuscheln sich zu den Kindern hin
und schlafen friedlich ein, während die Aare draussen in der Dunkelheit weiter glitzern.